Bischofsheim bei der Hausmesse der Firma Weinig. Ich bin Andreas Neumeier von der Initiative Pro Holzfenster. Ja, die Argumente, die sind dem einen oder anderen ja sicherlich geläufig. Das ist der ästhetische Vorteil, das ist diese Gestaltbarkeit des schönen Werkstoffes Holz, das ist die ökologischen Aspekte, die Wohngesundheit und natürlich auch langfristig die bessere Ökonomie und viele andere. Ein Argument, das wir in der Vergangenheit außer Acht gelassen oder weniger berücksichtigt haben, war im Prinzip das Brandverhalten. Das Brandverhalten bei den unterschiedlichen Materialien, Holzfenster hier oder hier ein unechtes Holzfenster, nicht zu verwechseln, das ist also kein Holzfenster hier, das ist also ein PVC-Fenster mit Dekor, mit Holzdekor. Und dieses Brandverhalten wollen wir Ihnen heute hier in Tauberbischofsheim zum ersten Mal vorführen. In Deutschland passieren im Jahr 500.000 Brände. Das heißt, die Feuerwehr muss sich im Jahr mit 500.000 Bränden beschäftigen. Ein Großteil davon sind eben Brände in Wohnungen und in Zimmerbränden. Und ich denke mir, das ist für jeden interessant, was da passiert. Und wir sehen schon, dass etwas passiert. Schauen Sie mal die unterschiedliche Rauchentwicklung an. Hier beim Holzfenster, Sie sehen, den Einblick haben, dass hier tatsächlich das Fenster zum Brennen beginnt, dass hier Blut entsteht. Das Ergebnis sehen wir am Ende. Hier die starke Rauchentwicklung. Hier beim Holzfenster wieder zurückzukommen. Hier kommt Lagerfeuerromantik auf. Wir sind also auch vom Geruch her. Hier fängt es zu stinken an, muss es auf die Seite gehen. Ja, ich hoffe, dass die Fenster geschlossen sind. Hier beim PVC-Fenster einfach eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch, bei einer solchen Rauchentwicklung werden also hochgiftige Dioxine frei, die also im Prinzip im Brandfall, ich wollte nicht hoffen, aber im Brandfall ist es verantwortlich für 80% aller Todesfälle im Brandfall. So zum Beispiel passiert vor gut einer Woche auf der Bahnstrecke von Paris nach München oder vor ein paar Jahren am Düsseldorfer Flughafen. Ja, die Rauchentwicklung ist immens. Sie müssen sich vorstellen, wenn da jetzt von der Feuerwehr, wenn die Feuerwehr anrückt, wenn da Löschwasser hinzukommt, so haben wir recherchiert, wird aus diesem Rauch, also Löschwasser in Verbindung mit diesen Ausgasungen, da entsteht also Salzsäure. Ein Argument, das man natürlich, wenn man sagt, ja, Holzfenster, besseres Brandverhalten, ganz klar, Holzfenster brennt, man sieht jetzt doch ein paar Flammen, aber eigentlich genau das Gegenteil ist eigentlich wichtig für uns im Brandfall, und zwar, dass dieses Feuer, man sieht es jetzt hier, obwohl es so extrem beflammt worden ist, trotzdem wird es selbst jetzt erlöschen und der Rahmen bleibt stabil.